Ab auf die Sonnenstrahl! Hoi, ich bin Anna Zöllig und die Sonnenstrahl, das ist das Schiff vom Captain Hildebrand. Er hat es wieder nicht so einfach mit seiner Mannschaft, also vor allem mit dem Aff, dem Nervling. Warum der Nervling nervt, das hörst du jetzt. Zurücklehnen und geniessen ist angesagt. Eigentlich war der Captain Hildebrand ein zufriedener Mensch. Er hat nur nicht darüber nachdenken. Weil dann hat er nicht mehr recht gewusst, ob das, was er mache, auch wirklich das sei, was er machen will. Ob er tatsächlich zufrieden sei. Mit einem nervigen Schiffsaff und 2 ein bisschen komischen Matrosen auf den 7 Weltmeeren umeinander segeln. Weil manchmal ist er so verrückt worden auf seine Mannschaft. Also nicht nur auf den Schiffsaff, sondern auch auf seine beiden Matrosen. Auf die Heidi und auf den Besenben. So verrückt, dass er sein Schiff am liebsten versenkt hätte. Dabei war die Sonnenstrahl ja sein einziger Besitz. Und das auch nur, wenn man beide Augen zugedrückt hat. Streng genommen hat er ihn ja gestohlen, sein Kutter. Weil, dass ihm der sein Grossonkel tatsächlich vererbt hat, war nur eine mündliche Abmachung zwischen diesen 2. Ausser dem Hildebrand und seinem toten Grossonkel hat niemand etwas davon gewusst. Und darum hat die Sonnenstrahl genau genommen als gestohlen gegolten. Die Heidi hat es am Captain Hildebrand nicht übel genommen, dass er etwa einmal verrückt worden ist. Und eigentlich auch nicht, dass es manchmal umgekehrt war und er, also der Hildebrand, die ganze Besatzung zu unter Obsi gebracht hat. Aber da, hat sie mir erzählt, da, wo das mit der roten Melonensuppe passiert sei, also das mit dem Nicht-Übernachten am Süßwassersee, da habe sie ganz ehrlich niemand reinlegen, dass sei einfach so passiert. Und das stimme. Sonst könnte ich sie ins Meer fallen und 3-mal Kiel holen. Oder auch 7-mal, und zwar auch, wenn es Haifisch im Wasser habe. Oder im Polarmeer zwischen Eisschollen und Eisbergen. Erzählt hat sie mir die Geschichte dann etwa so. An einem warmen Nachmittag habe der Captain Hildebrand die ganze Mannschaft an Land geschickt, zum Kokosnüsse, Bananen und Melonen sammeln. Und vor allem, zum schauen, ob es nicht irgendjemand Trinkwasser gebe. Ja, Trinkwasser haben sie nämlich fast keine mehr. Sie mussten es streng rationieren. Zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht je genau 1 Schöpfkelle pro Person und Aff. Der Besenben hat zwar gemaulet, der Schiffsaff-Nervling sei ja nicht einmal halb so gross wie er, und darum sei es doch fies, wenn sie beide die gleiche Menge überkämen. Aber der Hildebrand ist hart geblieben und hat gesagt, wenn es ums Überleben ging, dann gelten auf seinem Schiff die Vorschriften der internationalen Schifffahrtsbehörde. Und das heisse, 1 Kelle für jeden, und mit jedem sei jede und jeder gemeint. Und ob er, also der Besenben, Maschkordwach vom Nervling zusätzlich auch noch übernehmen will? Der Besenben hat dann nicht mehr weiter reklamiert. Aber er war froh, dass er mit der Heidi und dem Nervling an Land gehen konnte und bis zum Abend nichts mehr mit dem Captain zu tun hatte. Trinkwasser war gut. Einen ganzen Süßwassersee haben sie gefunden. Die Heidi, der Besenben und der Nervling haben geäussert vor Freude. Sie sind reingekumpelt, haben sich angespritzt, sind abgetaucht und haben Wasserpurzelbäume gemacht, vorwärts und wieder zurück. Aber es ist noch besser gekommen. Sie haben nämlich einen steilen Felsen entdeckt, der oben ganz flach war. Ein richtiger Sprungturm. Der Besenben ist gerade runtergekumpelt, die Heidi Kopf voran und der Nervling hat ein 1,5-faches Salto gemacht. Zurück auf den Sonnenstrahl haben sie dem Captain ganz aufgeregt von ihrer Entdeckung erzählt. Aber weil sie natürlich alle miteinander geredet haben und der Nervling der lautisch war, hat der Hildebrand rein überhaupt gar nichts verstanden. «Halt!» hat er drum brüllt und jede und jeder einzeln verhört und am Schluss 2-mal gekorpset, so wie immer, wenn er aufgeregt war. Dann hat er die Lippen zusammengebissen, scharf nachgedacht und 2-mal und einmal so gesagt und dann gefragt, ob jemand dagegen sei. Die Heidi, der Besenben und der Nervling haben verlegen auf ihre Füße geschaut. «Ja, so!»
hat der Captain Hildebrand gesagt, wo niemand etwas gesagt hat, ja, weil ja niemand gewusst hat, gegen was man hätte sein können. Ich muss euch zuerst sagen, um was es geht. Also, der Captain hat nochmal tief eingeschnauft. Mannschaft von der Sonnenstrahl, Heidi, Besenben und Nervling, wir machen die Ferien. Also, frei. Und zwar genau ab heute. Und zwar genau 5 Tage. Basta. Und wenn das jemandem vielleicht stinkt, dann kann er Bullaugen putzen oder Krabben schälen. Das sind wunderbare Tage geworden. Meistens waren sie beim grossen Felsen und haben gebadet. Dass der Captain am Schluss so verrückt worden ist, hat sich erst in der letzten Nacht angebahnt. Und so richtig hat, glaube ich, wirklich niemand etwas dafür können. Als nämlich am 4. Ferientag auf dem Felsen oben picknicket und ins Wasser Gumpause gemacht haben, hat Heidi einfach nur die Idee gehabt, dort oben auf dem Felsen zu übernachten. Der Besenben war überhaupt nicht begeistert von der Heidi ihrer Übernachtungsidee. An Land schlafen, unter freiem Himmel auf einem Felsen. Da hab's doch sicher giftige Schlangen und Spinnen, Skorpion und vielleicht sogar ein Krokodil. Ja, das Krokodil, das wissen wir nie, hat er gefunden. Aber der Captain hat nur gelacht. Von dem hätte es doch auch jetzt am Tag Angst haben. Sie sollen das nur machen. Er schiebe wach auf den Sonnenstrahl. Er hätte schon lange wieder einmal in aller Ruhe Seekarten falten und Münzentee trinken. Und wenn es plötzlich regnet? Hat der Besenben wissen. Ja, was machen wir dann? Aber der Hildebrand und Heidi haben dann auch in diesem Punkt beruhigt und gesagt, erstens sei ihr kein Regen gemeldet und zweitens könnten sie in diesem Fall ja dann die Übung immer noch abbrechen. Der Besenben hat geseufzt, aber dann hat er überlegt, dass er ja schon sehr lange nicht mehr an lang geschlafen hat und dass er das im Prinzip ja schon gerne wieder einmal machen würde. Er war nicht einmal sicher, ob er überhaupt noch einschlafen könnte, wenn es nicht schaukelt. Und mindestens das hat er herausfinden. Und darum hat er leislich gesagt, «Ich dabei?» «Ja, dann bin ich halt dabei.» Es hat schon angefangen zu dämmern, wo die Heidi und der Besenben ans Land gerudert sind. Der Nervling, der Schiffsaff, hat nichts wissen von einem Abenteuer. Er hat dem Treiben mit einem zünftigen Sicherheitsabstand zugeschaut, nämlich vom Mastkorb oben runter. Dort war sein Platz und nicht auf irgendeinem Felsen an Land. Mitgenommen haben sie nicht viel, nur ein paar Decken und zur Nacht natürlich. Die Heidi hat für diesen speziellen Anlass extra eine kalte Melonensuppe gemacht. Eine Melonensuppe, die fast so feuerrot war wie ihre Haare. Ausgesehen hat sie sehr fein, die Suppe. Aber der Besenben hat schon gerade nach dem ersten Löffel gesagt, er habe, glaube ich, genug. Und Melonen sowieso lieber einfach so, nicht als Suppe. Die Heidi hat nach dem 3. Mal voll auch aufgegeben und müssen zugeben, dass die Suppe total versalzen ist. «Das ist doch gleich», hat der Besenben gesagt. «Ist sicher der Nervling gsi.» Die Heidi hat genickt. «Dann essen wir halt morgen wieder etwas rechts», hat der Besenben brummelt und sich in seine Decke eingemummelt und «Gute Nacht» gesagt. «Gute Nacht», hat auch die Heidi gesagt. Aber einschlafen hat sie noch lange nicht können. Das mit dem Nervling hat nämlich ausnahmsweise mal nicht gestimmt. Die Heidi war einfach zu nervös wegen dem Draussen und hat den Kopf nicht bei der Sache gehabt beim Kochen. Und jetzt, die Geräusche rundum sind irgendwie unheimlich gewesen. Die Heidi hat sich das Übernachtungsabenteuer gemütlicher vorgestellt. Viel gemütlicher. Aber aufgeben, nein, aufgeben hat sie nicht wollen. Es war fast schon Mitternacht, wo ihr dann die Augen gleich noch zugefallen sind. Aber sie hat unruhig geschlafen und sich immer wieder gekehrt. Und bei jedem Kehren ist sie, ohne etwas zu merken, ein bisschen näher zu der Suppenschüssel gerutscht. Und plötzlich hat es geschädert. Der Besenben ist aufgeschossen und fast ab dem Felsen gefallen. «Achtung!» hat Heidi gerufen und gerade nach hinten. Überall hat es Melonensuppe gehabt. Kalt, klebrig, grusig, eine riesen Sauerei.
Der Besenben hat ausgerufen, so könne er sicher nicht mehr schlafen, es sei ja alles nass. Ja, dann gehen wir halt zurück, hat Heidi gesagt und fast ein bisschen aufgeschnauft. Zurück auf den Sonnenstrahl. Aber von dem hat der Besenben gar nichts wissen. Sicher will er nicht zurück auf den Sonnenstrahl. Er will sich doch nicht blamieren vor dem Hildebrand. Das hat auch Heidi nicht wollen. Darum hat sie vorgeschlagen, halt heimlich zurückzugehen auf den Sonnenstrahl. Und am Morgen, hat sie gesagt, bevor der Captain verwacht, gehen wir dann wieder zu unserem Felsen und wir tun das so, wie wenn wir die ganze Nacht da draussen gewesen wären. Ja, aber der gehört uns doch, der Hildebrand, hat der Besenben gesagt. Ja, der gehört uns doch herrudern, du. Ja, dann müssen wir eben schwimmen. Das geht leisliger, hat Heidi gesagt. Und genau so haben sie es gemacht. Nur aufgegangen ist der Plan nicht. Im Gegenteil. Die Heidi und der Besenben haben nämlich verschlafen. Ja, so ist es. Verschlafen haben sie. Und wo der Captain Hildebrand auf seinem Morgenschwumm spontan und total ahnungslos beschlossen hat, zu schauen, wie es diesen beiden Abenteurern ging, ist das der Anfang vom Ende von seiner guten Laune. Man kann sich ja vorstellen, was er beim Felsen am See angetroffen hat. Die ganze verschmierte Melonensuppensoerei. Der Captain Hildebrand hat nur noch rot gesehen. Aber dabei nicht etwa an Melonen gedacht, sondern an Blut. Menschenblut. Ja, an das Blut von der Heidi und vom Besenben. Ein Unglück, hat er gedacht. Und ist unter seinem Bart ganz bleich geworden. Ein Tiger oder ein Panther oder vielleicht gleich ein Krokodil. Er hat rundum alles abgesucht, aber etwas Verdächtiges hat er nicht gefunden. Keine Spuren, keine abgerissene Arme oder Beine, nichts. Die Heidi und der Besenben sind spurlos verschwunden. Verschwunden und vielleicht schon. Der Captain Hildebrand hat sich selber befohlen, ruhig zu bleiben. Hilfvoll, hat er beschlossen und den grusigen Gorbs gerade noch zurückbehalten. Ein Gorbs wäre jetzt absolut unpassend gewesen, hat er gefunden. Er, der sonst immer und überall ganz ungeniert gorbset hat. Er ist zum Strand gerannt und übergekrault auf den Sonnenstrahl. Dort hat er rasch, wie sich das gehört, den Meerrettungsdienst alarmiert. Dann ist er hergesessen und hat probiert nachzudenken. Grosse Tränen sind ihm über die Backen gelaufen, im Bart hinein, wo gleich getropft hat wie ein nasser Schwamm. Der Schiffsaff Nervling ist ihm auf der Schulter gehockt und ausnahmsweise mal ganz brav gsi. Aber zum weiter erzählen, muss ich die Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen. Und zwar bis dort an, wo der Captain Hildebrand noch gut gelaunt zum Felsen am See spaziert ist. Weil hier, endlich sind seine Faulpelzmatrosen auf den Sonnenstrahl verwacht. Zwar haben sie ja schon geahnt, dass sie ein bisschen spät dran sind, aber die Stille auf dem Schiff haben sie fälschlicherweise als ein gutes Zeichen gedeutet. Sie haben gemeint, ihr Captain schlafe noch. Dabei ist der Einzige, der zu dem Zeitpunkt noch geschlafen hat, der Nervling. Leislich sind Heidi und der Besenben zu den Kabinen rausgeschlichen, am Schiffsrumpf nah runtergeklettert und in einem grossen Bogen an Land geschwommen. So wollten sie verhindern, dass der Hildebrand im letzten Moment gleich noch entdeckt, dass sie auf dem Schiff übernachtet haben. Dabei wäre doch in diesem Fall alles viel besser rausgekommen. Item. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Die Heidi und der Besenben sind eine Bucht weiter zum Wasser ausgestiegen und hatten keine Ahnung gehabt, dass ihr Captain nur ein paar 100 Meter nebendran wie ein Gestörten ins Meer gerannt und zu den Sonnenstrahl übergekrault ist. Nein, frisch fröhlich sind sie zum Felsen am See spaziert und haben ihre verdreckten Übernachtungssachen zusammengepackt. Richtig aufgedreht sind sie, als sie zu den Sonnenstrahl zurückgerudert sind. Sie konnten es kaum erwarten, vor dem Hildebrand mit ihrer vortoschnigen Landübernachtung anzugehen. Durchgeschlafen haben wir nicht, einmal sind wir verwacht, hat Heidi wollte sagen. Und der Besenben hätte ihn angedoppelt. Nein, du, nicht einmal. Aber eben, so weit ist es nicht gekommen. Wo nämlich der Captain Hildebrand seine 2 Matrosen, die er ja schon nicht mehr zu den Lebigen gezählt hat, absolut lebendig gehört hat, giggeln in ihrem Bötli, ist er an die Reling gekumpelt und mordsmässig verrückt worden. Reingelegt haben sie mich, hat er gedacht. Weil jetzt plötzlich ist ihm die rote Melonensuppe wieder in den Sinn gekommen
Und er hat 1 und 1 zusammengezählt, was für ihn bedeutet hat, dass die Heiaidi und der Besenben die blutrote Sauerei extra arrangiert haben. Extra für ihn als Falle. Das allein war schon schlimm genug. Aber der Hildebrand war sicher, dass ihn die beiden Matrosen aus einem Versteck heraus beobachtet haben. Und die Vorstellung, dass die zwei mitbekommen haben, wie er wegen ein bisschen Melonensuppe den Kopf verloren und Alarm geschlagen hat, diese Vorstellung hat der Hildebrand fast um den Verstand gebracht. So eine himmeltraurige, hinterlistige Matrosenbrut, hat er brüllt. Die Heiaidi und der Besenben haben sich gewehrt, wo sie wieder an Deck waren. Sie sagen ja nur. Aber der Hildebrand hat es gar nicht zu Wort kommen lassen. «Leute, bin ich fertig mit euch, zwei Lugitrockenen!» Sein Kopf ist dunkelrot angelaufen und er hat eine 2-minütige Gorbsalve losgelassen. Etwas, das er noch nie vorher zustande gebracht hat und was ihm auch nachher nie mehr gelungen ist. 3 volle Tage ist es gegangen, bis er sich wieder einigermaßen beruhigen hat und wieder normal befehlen, ohne zu krähen und umeinander zu brüllen. Das sind 3 schwierige Tage auf der Sonnenstrahl. Dabei haben die Heiaidi und der Besenben ihrem Captain 1000-mal probiert zu erklären, was in dieser Nacht wirklich passiert sei. Aber der Hildebrand hat entweder gar nicht zugelassen oder er hat kein Wort geglaubt. Ausreden sagen das, hat der Polder. Nichts als miese Ausreden von Leuten mit einem schlechten Gewissen. Die Heiaidi und der Besenben sind wahnsinnig froh gewesen, wo der Hildebrand endlich gesagt hat, «Ja, also, schwamm drüber.» Es war wie nach einem Sturm, wenn die Sonne wieder vorkommt. Nur, wo ein bisschen später der Meerrettungsdienst dann noch eine zünftige Rechnung geschickt hat, wegen grundlosen Alarmierens unseres Dienstes, hat der Hildebrand nochmal ausgerufen. Und zwar so wüst, dass es jeder Landratte den Magen gekehrt hätte beim Zulassen. Und dann hat er verboten, je wieder Melonen zu posten. Und wenn, dann sicher keine rote, sondern nur eine grüne. Daran haben sie sich selbstverständlich gehalten, hat mir die Heiaidi erzählt. Da kann ich Gift draufnehmen. Das glaube ich ihr zwar schon. Spricht ja nichts dagegen. Aber Gift draufnehmen? Nein, das würde ich dann gleich lieber nicht. Der Captain Hildebrand hat noch nie die Orientierung verloren. Noch nie. Er hat immer gewusst, wo er ist. Ausser einmal, wo er seiner Mannschaft von einer grossen Brücke erzählt hat. Von einer langen, langen Brücke, die über eine Meerenge führe. Aber die ist einfach nie gekommen, die Brücke. Wo der Hildebrand Karten einmal studiert hat, hat er zugeben, dass er sich um etwa 120 Seemeilen verrechnet hätte. 120 Seemeilen? Das hat ihn so aufgeregt, dass er sich in seiner Kabine verkrochen hat und nicht mehr vorgekommen ist. Was machen wir jetzt? Hat der Besenben die Heiaidi gefragt. Aber auch die Heiaidi war ratlos und darum haben sie einfach einmal Kurs gehalten. Am späteren Nachmittag hat der Besenben dann wissen, wo sie jetzt sind. Die Heiaidi hat geseufzt und auf die Karte gezeigt. Ja, irgendwann, ja, ich glaube da, oder vielleicht da, oder auch da. Der Besenben hat nicht mehr weiter gefragt. Beruhigend hat das nicht getönt. Wir müssen ihn rauslocken, hat er nach einer Weile gesagt. Die Heiaidi hat es mit einer Tasse Münzentee, am Hildebrand sein Lieblingstee, probiert. Und mit einer Notlüge. «Es hat Eisberge umeinander», hat sie durch die Kabinentür gerufen. Und denkt, bei so einer gefährlichen Meldung käme der Captain ganz sicher wieder führen. Aber der Hildebrand hat nur geknurrt. In dieser Ecke vom Meer gäbe es keine Eisberge. Den Tee hat er zwar genommen, immerhin. Aber die Türe hat er nur ein Spältchen aufgetan. Die Heiaidi hat geflucht. Nach der Nacht haben sie am Schiffsfunk die Wetterprognose gelesen. Etwas, was der Hildebrand immer gemacht hat. Eine Gewitterfront ist gemeldet worden. Und dann hat es noch eine dringliche Windhosenwarnung gegeben. Eine Windhosenwarnung? Wenn die so eine verwünscht, hat die Heiaidi geflüstert, wenn die so eine Windhose verwünscht, dann kannst du auf dem Meeresboden Muscheln zählen. Und der Besenben hat brummelt. Ja, du, und das für immer und ewig. Ungemütlich war das. Total ungemütlich.
Aber zum Hildebrand haben sie mit dieser Gewitterfront und Windhosenwarnung nicht mehr getraut zu gehen. Der hätte sie doch nur ausgelacht. Ja, zuerst Eisberg und dann eine Gewitterfront, jetzt noch Windhosen. Warum nicht gerade noch beraten oder noch etwas Verrücktes, hä? So dumm. Das haben sie sich selber eingebrockt mit ihren zusammengelogenen Eisbergen. «Meutern», hat der Besenben plötzlich gesagt. «Heidi, wir meutern. Weisst, wenn ich dir von jetzt an Captain sage, dann kommt er wieder führen. Garantiert, du.» Die ist bleich geworden. Meutern war das Schlimmste, was man auf einem Schiff machen konnte. Meuterer sind gehängt worden früher. Und heute? Aber der Besenben hat schon die Schiffsglocke geläutet und brüllt, dass es die letzte Ratte im hintersten Ecke vom Schiffsbuch gehört hat. Dass von heute und jetzt an auf den Sonnenstrahl die Captain Sigi. Und tatsächlich. In der Kapitänskabine hat es gerumpelt und der Hildebrand hat an der Tür gerüttelt. «Ihr Halunke! Weiter! Goldgefutter!» Er brüllt und hässig geurpset. Nur rausgekommen ist er nicht. Die Heidi und der Besenben haben die Welt nicht mehr verstanden. Aber die Zeit, um darüber nachzudenken, haben sie keine gehabt. Am Horizont ist wie ein langer Schlauch die Windhosen auftaucht. «Verloren sind wir», hat der Besenben gejammert. Und auch die Heidi war verzweifelt. Aber aufgeben hat sie nicht wollen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie etwas als Captain kommandiert. «Klar machen zur Wende!» hat sie gerufen. Es war ein komisches Gefühl, wo der Besenben «Ei, Captain!» gesagt hat. Die Heidi hat sich einen Moment lang überlegt, was echt schlimmer sei, bei einem Schiffsbruch zu sterben oder als Meuterer aufgehängt zu werden. In dieser unmöglichen Situation ist auf einmal der Nervling auftaucht, aufs Steuerrad gekumpelt und hat der Heidi einen Schlüssel unter die Nase gegeben. Und zwar nicht irgendeinen Schlüssel, sondern am Hildebrand sein Universalschlüssel, der überall passt. Jetzt hat der Meuterer Captain Heidi sofort begriffen, was passiert ist. Der Nervling hat den Hildebrand mit dem gestibitzten Schlüssel heimlich eingeschlossen. Irgendwann, nachdem sie ihm den Münzentee gebracht hat. Drum ist der Hildebrand nicht rausgekommen. Die Heidi brüllt vor Wut. Zum Glück ist jetzt auch am Nervling der Ernst der Situation klar gewesen. Die Heidi hat den Schlüssel genommen, am Besenben zugerührt und der ist sofort los, den Hildebrand befreien. Wie ein Stier ist er zu seiner Kabine ausgestürmt. Aber dann hat er die Windhose gesehen und seine Wut war wie weggeblasen. Heidi als Steuer. Besenben, Trinkwasserfässer ausleeren. Nervling, Reservesegel setzen. Er hat es nicht einmal laut gesagt, aber alle haben ihn gehört und sofort gefolgt. So viele Segel haben sie noch gar nie gesetzt auf den Sonnenstrahl. Am Hildebrand sein Kutter hat die Wellen geschnitten wie ein Metzgermesser und das Wasser ist wie ein Wildbach am Schiffsbauch vorbeigeruscht. In den Masten hat es gefährlich gekroset, aber sie haben gehebt. Und so haben sie dieser tödlichen Windhose ausweichen. Die Besatzung der Sonnenstrahl war Gott froh, am Leben zu sein. Vom Meutern, also vom Captain Heidi und dieser ganzen Geschichte, hat niemand mehr geredet. Erst als am nächsten Tag endlich unter dieser langen Brücke durchgesegelt sind, wo der Hildebrand viel zu früh angekündigt hat, hat der Captain zweimal leislich geurpset. Und er hat der Heidi erzählt, dass er nach dem Münzentee trinken eingeschlafen sei. Und dann habe ihm der Nervling nicht nur den Schlüssel gestohlen und ihn eingeschlossen, der Klabauterraff, der Elende, sondern ihm auch noch seine Schuhbändel zusammengebunden. Die Heidi hat sich vorgestellt, wie der Captain beim Besenben sein Meuterer Geschrei zu den Hängematten auskumpelt und als erstes gerade einmal gestürchelt ist. «Oh je», hat sie gesagt. Und sich wahnsinnig Mühe gegeben hat, zu grinsen dabei. Angefangen hat es damit, dass der Captain Hildebrand ein Jubiläum angekündigt hat. Morgen vor 333 Jahren sei der Admiral Julius Wahl tragisch und brutal, heimtückisch etc. ums Leben gekommen. Er hat also so gesagt, wie wenn alle Welt hätte müssen wissen, wer das sei.
der Admiral Julius Wahl. Aber weder Tayayaydi noch der Besenben haben schon mal von so jemandem gehört. Und Tayayaydi hat zuerst einmal in die Schiffsbibliothek müssen, um etwas herauszufinden. Der Admiral Julius Wahl war der, hat sie in einem dicken Lexikon gelesen, wo der berüchtigte Piratenkapitän Schnellschuss gefangen und an Galgen gebracht hat. Von dem Pirat hat ihnen der Hildebrand schon etwa erzählt, aber noch nie von dem, was Tayayaydi auch noch herausgefunden hat. Man munkelt eben, hat Tayayaydi am Besenbenzabend in der Hängematte erzählt, der Captain Schnellschuss sei nach seinem Tod als Geist nochmal zurückgekommen. Zurück zum Admiral Wahl. Zum sich rächen natürlich. Als Geist? Hat der Besenben gleich gefragt. Tayayaydi auch genickt. Und der Admiral Wahl, der ist vor Angst durchgedreht, ins Meer kumpelt und himmeltraurig vertrunken. Tayayaydi war nicht mehr zu bremsen. Sie glaube, der Hildebrand sei hinter dem Schatz vom Piratenkapitän her. Hey, ja. Dann mache ich die Gedanken nur, um am Schnellschuss seinen Geist anlocken und ihn fragen, wo er seinen Schatz versteckt habe. Weil der, das hat der Hildebrand immer erzählt, den habe ich bis heute noch niemand gefunden. In dieser Nacht hat der Besenben kein Auge zugetan. Und irgendwann hat er auch noch bisseln. So einen Mist. Der Besenben zittert vor Angst. Mitten in der Nacht allein übers leere Schiff zu laufen, war einfach zu viel für ihn. Aber verklemmen hat er sich auch nicht mehr können. Darum hat er seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist aufgestanden. Der Mond war fast voll. Es hat überall gefürchtige Schatten gegeben. Der Besenben hat sein Geschäft erledigt und ist schon wieder auf dem Rückweg, wo er vom Maschkorb her ein Geuss gehört hat. Es hat ein bisschen getönt wie der Schiffsaff, der Nervling. Aber ausgesehen hat es wie ein Geist. Ein Geist? Weiss mit einer schwarzen Augenklappe und er ist vom Hauptmast oben runtergeflattert. Der Besenben hat sich hinter einem Rettungsboot versteckt und gemeint, er sterbe vor Angst. Plötzlich war Tayayaydi da und hat den Geist packen, aber der hat sie gefährlich angefaucht. Tayayaydi ist abgehauen, zum Bug führen und der Geist mit Karacho hinein. So schnell und leislich wie er können, ist der Besenben zurückgeschlichen. Zurück zu seiner Hängematte. Sein Herz hat wilde Gümp gemacht. Er hat sich wahnsinnig geschämt. Geschämt, weil er Tayayaydi allein gelassen hat. Ich weiss nicht im Detail, wie die Tayayaydi es fertiggebracht hat, den Nervling eingehüllt in ein Leintuch an einem Seil vom Hauptmast runterzulassen. Er habe die Geisterrolle absolut nicht spielen, hat sie gesagt. Und sie Granaten verrückt worden und darum habe sie es bei dem einen Probelauf bleiben. Dabei habe sie mit dieser Einlage ja eigentlich nur die Admiralsfeier ein bisschen aufpeppen. Dass der Besenben in dieser Nacht dazugekommen sei purer Zufall gewesen. Die Admiralsfeier war dann ziemlich langweilig. Der Captain Hildebrand hat die Fahnen auf Halbmast setzen, hat Brackwasser ausgeschenkt und eine lange Rede gehalten über den todesmutigen Admiral Wahl. Als er nach einer Schweigeminute gesagt hat, er ginge jetzt in seine Kabine Seekarten falten, sind alle froh gewesen. Besonders der Besenben. Ja, jetzt kommt sicher kein Geist mehr, hat er gedacht. Hey ja, die Feier ist vorbei und die Gefahr in dem Fall auch. Aber die Einschätzung war falsch. Plötzlich nämlich ist von ganz vorne vom Schiff eine Flüsterstimme gekommen. «So, jetzt», hat sie gesagt. Der Nervling ist vor Schreck am Besenben auf den Schoss gegumpelt und Tayayaydi hat die Luft angehalten. «Hinter meinem Schatz bist du her. Ich wette dann.» Auf einmal ist die Stimme nicht mehr von vorne gekommen, sondern ganz deutlich aus der Kapitänskabine. Und dann haben sie den Hildebrand hören schreien. Grässlich. Und dann ist es nur noch still gewesen. Der Besenben war der Erste, der sich wieder im Griff hatte. Der Geist war offenbar weg. Leislich hat er angefangen zu zählen. Und bei 350 hat er gesagt, jetzt kann man es wagen. Hintereinander sind sie zu der Kapitänskabine gedüsselt. Vorne der Besenben, dann Tayayaydi und das hinterste Nervling. Säuferli haben sie durch die offene Türe gegüchselt. Der Kapitän war nicht mehr rum. Aber am Boden ist ein Häufchen Staub gelegen. Ein Häufchen Staub.
Heidi, der Nervling und der Besenben sind zu Tod verschrocken. Ist das da, der Staub da, ist das alles gewesen, was vom Hildebrand, von ihrem Captain Hildebrand übrig geblieben ist? Ich nehme an, sie haben gebrüllt. Die Heidi hat mir das nie so genau erzählt. Das war ihr total peinlich. Weil plötzlich ist der Hildebrand ganz lebendig aus seinem grossen Seemannskoffer rausgekumpelt und hat sich gekugelt vor Lachen. «Eure Gesichter! Schaut mal eure Gesichter an! Bleich, bleich, bleich!» Und er hat dem Admiral Julius Wahlselig herzlich gedankt für den absolut gelungenen Anlass. Stolz hat er erzählt, wie er einen Schlauch geleitet hat zum Schiffsbug führen, einen Schlauch mit einem Trichter am Ende. Darum haben sie die Geisterstimme zuerst von dort her gehört. Das mit dem Staubhäufeli, das sei dann nur noch eine Kleinigkeit gewesen. Quasi das Tüpfeli auf mir. Die Heidi hat mir gesagt, nur wegen dem halben Schlauchtrick sei sie überhaupt auf den ganzen Geistermist, wo ja eigentlich ihre Idee war, sei reingefallen. Also das sei wirklich Hildebrandsche Präzisionsarbeit gewesen, das müssen sie zugeben. Auch wenn es ihr äußerst schwer falle. Weil mit so einem Volltreffer sei sie noch fast nie reingelegt worden. Eigentlich noch gar nie. Krank sein ist eklig. Zum Glück können sie einander auf den Sonnenstrahl amix gegenseitig schauen. Mit Tee kochen zum Beispiel oder mit Bettflaschen machen. Aber einmal sind alle miteinander krank geworden. Ist das eine miese Zeit gewesen. Zuerst hat der Besenben gesagt, er hätte Bauchweh. Dann hat der Schiffsaff Nervling angefangen zu modern. Nachher der Captain Hildebrand und am Schluss auch noch die Heidi. Sie haben nur noch Zwieback gegessen und Wasser getrunken und sind ins Grübeln gekommen. Das hätte ja nicht Zufall sein, dass sie alle miteinander quasi auf Kommando krank geworden sind. Sind auch die Fische nicht mehr gut gewesen, die sie gegessen haben. Aber die Heidi hat geschworen, die seien ganz frisch gewesen, Süsswasserfisch sogar. Sie habe extra noch mal dran geschmeckt vor dem Kochen. Oder das Trinkwasser, ist auch das vielleicht schlecht gewesen? Aber auch das hätte es doch merken müssen. Gut, der Tee gestern ist ihnen in den Sinn gekommen, der war schon ein bisschen komisch. Fast ein bisschen säufig. Vielleicht hat jemand nicht gut abgewaschen. Aber wegen dem leidet es doch nicht gerade eine ganze Mannschaft flach. Die Heidi hat den Besenben verdächtigt wegen der wilden Küchenkräutchen, die er amig sammle. Vielleicht habe er ja eins verwünscht, das er nicht kennt habe. Der Besenben war beleidigt. Sicher nicht, du meinst, ich würde uns alle vergiften, hä? Der Captain Hildebrand hat genug vom Grübeln und Kehren. Er hat Klarheit wollen und darum per Funk einen erfahrenen Schiffsarzt um Rat gefragt. Es gebe in dieser Gegend grusige Bandwürmer, hat er gesagt und sich dabei ziemlich wichtig gemacht. Die leben in Säugetiermägen und legen Eier. Und die Eier landen per Ausscheidung im Wasser und werden von Krebs oder Fisch gegessen und kommen auf dem Weg wieder in Säugetiermägen, also zum Beispiel auch in Menschen oder in Affenmägen. Möglicherweise auch in Mägen von der Sonnenstrahlbesatzung. Der Captain Hildebrand hat sich am Bauch gelangt und «Ui» gesagt. Aber der Schiffsarzt war noch nicht fertig. Häufig merke ich mir zwar lange nichts von diesen Würmern, hat er gesagt, aber zu Bauchweh könne so etwas schon führen und dann zu Durchfall. Und im Extremfall sogar zu innerer Auszehrung. Und das könne unter Umständen tödliche Folgen haben. Der Besenben hat schon mal einen Bandwurm aus nächster Nähe gesehen. Weiss und wahnsinnig lang. Und darum hat er gewusst, von was die Rede ist. Nein, du, hat er gesagt, jetzt ist es aus mit uns. Aber die Heidi hat dann ausgelacht. Was? Innere Auszehrung? Das habe ich sie noch nie gehört. Und sicher sei ja gar nichts. Und überhaupt, es gäbe in der Schiffsapotheke genau für solche Fälle ein Notfallmittel. Das wirke gegen alle Arten von Parasiten, also auch gegen Bandwürmer. Wir müssen nur ein bisschen von dieser Flüssigkeit ins Füdli spritzen, dann werden wir schon wieder gesund. Von wegen nur. Das Spritzen machen hat ziemlich Überwindung gebraucht. Aber so ein kurzer Pieks war immer noch besser als die Vorstellung von so einem grusigen Wurm, der einem quasi von innen her auffrisst. Sogar die Nebenwirkungen,
Sie haben alle zweimal körbeln. Sogar die Nebenwirkungen haben sie vor dem Hintergrund ohne Weiteres in Kauf genommen. Und tatsächlich, am nächsten Tag ist es allen deutlich besser gegangen. Das Bauchweh war verschwunden und sie haben wieder essen und trinken. Nur der Nervling, der hat noch weiter gemudert. Das Schlimmste war, hat der Besenben gesagt, als er wieder lachen musste. Das war, dass ich auf dem WC immer gemeint habe, du, es käme jetzt dann gerade ein Wurm unten raus. Und er hat x-mal erzählt, wie er eben früher einmal geholfen habe, einen Bandwurm zu einem Matrosenviertel rauszuziehen. Eine grosse Pincette habe ich nicht gelangt, er habe 2 nehmen und den Bandwurm aufrollen wie ein Seil, der sei nämlich mindestens 20 Meter lang gewesen. Die Heidi hat mir gesagt, der Besenben hätte die Geschichte so manchmal erzählt, dass sie am Schluss fast gemeint hätte, sie habe sie selber erlebt. Es war übrigens kein Zufall, dass der Nervling sehr viel länger gebraucht hat, um gesund zu werden. Das sei zwar recht angenehm gewesen, hat mir die Heidi erzählt. Sie haben sich all viel weniger aufregen müssen. Aber sie haben das gar nicht so recht geniessen, weil sie so ein kogenmässig schlechtes Gewissen hatten. Woher das schlechte Gewissen gekommen ist, hat sie lang für sich behalten. Ich war dann der Erste, der sie es erzählt hat. Aber auch noch, weil ich nicht Luft gelassen habe und immer wieder nachgebohrt habe. Anfangen übertrieben habe ich aber den Nervling, hat mir die Heidi erzählt. Weil nach vor der Bauchwehzeit habe er ihre grüne Farbe ins Shampoo gemischt. Grüne Farbe? Die Heidi hat sie erst gemerkt, wo es schon spät war, wo ihre schönen roten Haare nach dem Waschen grasgrün und auch geblieben sind. Die Farbe hat gehebt, sie war absolut wasserfest und die Heidi völlig verzweifelt. Darum hat sie sich also richtig rächen und hat am Nervling zusammen mit dem Anti-Bandwurm-Medikament ein super starkes Beruhigungsmittel ins Viertel gespritzt. Wie gesagt, so ein lahmgelegter Nervling war zwar für die anderen ganz angenehm, aber die Rachegeschichte hat Folgen gehabt, die fast das Ende vom Nervling seiner Schiffshaftkarriere bedeutet haben. Im nächsten Hafen nämlich hat ein Hobbykapitän Mitleid bekommen mit dem armen, mudrigen Aff und hat gerade am Tierschutz telefoniert. Schneller als die Feuerwehr sind sie da gewesen. Frau Fröhlich und der Herr Lorenz, 2 freiwillige Tierschützer. Und ja, im Zeug sind sie. Ob das mit dem gemütskranken Schiffshaft wirklich stimme, haben sie wissen. Und strenger geschaut als jeder Hafenmeister. Die Heidi hat abgewunken. Der Nervling sei halt im Moment einfach nicht so zweg, das Bessere dann schon wieder. Aber sie hätte gescheiter nichts gesagt. Wo die Frau Fröhlich und der Herr Lorenz nämlich gehört haben, dass der Nervling heisse, haben sie den Captain Hildebrand, die Heidi und der Besenben der Reihe nach vorwurfsvoll angeschaut. «Nervling», hat der Herr Lorenz gesagt. «Nervling, das ist ja ein schrecklicher Name.» Und die Frau Fröhlich hat gefunden, Susi oder Tarzan, das sind richtig schöne Affennamen. Sie sollen einmal darüber nachdenken. Aber der Herr Lorenz hat nichts wissen von Nachdenken und hat gesagt, sie gingen jetzt auf direktem Weg zur Polizei. Und dann werde ich den armen Aff mitgenommen und jemandem geben, der ihn gern habe und gut zu ihm schaue. Der Captain Hildebrand und der Besenben hatten Tränen in den Augen gehabt. Und die Heidi hat ausgerufen und gesagt, sie haben den Nervling alle gern, und zwar so, wie er sei. Das will doch etwas heissen, wenn man ihn wirklich kenne. Aber die Frau Fröhlich hat nur gesagt, von jemandem mit grasgrünen Haaren ließe sich dann gar nichts sagen und hat die Frechheit gehabt, die Sonnenstrahl nach eventuellen Spuren von Tiermisshandlungen abzusuchen. Zum Glück hat sie deinen Goldfisch nicht gefunden, hat Heidi gesagt, wo die beiden Tierschützer wieder weg sind. Der Captain Hildebrand hat genickt. Er hat im letzten Moment noch ein paar von seinen Seekarten über das Goldfischglas gelegt. Er war nämlich nicht sicher, ob das Glas aus tierschützerischer Sicht gross genug gewesen wäre. Und zum Glück haben wir unsere Anti-Bandwurmspritze schon vorher fortgerührt, hat der Besenben gesagt. Weil, wenn die herausgefunden hätten, die 2, dass wir unsere armen Bandwürmer vergiftet haben, kämen wir nach hinter Schloss und Riegel. Normalerweise hätten sie laut gelacht über so etwas. Aber jetzt sind sie nicht in der richtigen Stimmung. Erst, wo alles vorbei war, ist am Captain Hildebrand das wegen der Bandwurmspritzen und dem Tierschutz wieder in den Sinn gekommen.
Und er hat gelacht, bis ihm Tränen gekommen sind. Jetzt aber, wo die Frau Fröhlich und der Herr Lorenz weg sind, hat der Captain nur noch eins wollen: abhauen. Schiff klar machen, zum Auslaufen, hat er kommandiert. Es war nicht seine Art, in irgendeinem Hafen auf die Polizei zu warten und sich ein Mannschaftsmitglied wegzunehmen. Auch nicht eins, das ihn schon x-mal fast im Wahnsinn getrieben hat. Gleich haben die Segel geflattert im Wind und die Sonnenstrahl war nur noch an einem letzten Seil angemacht. Aber gerade, wo die Heieiei die Landungsbrücke reinnehmen wollte, hat plötzlich jemand Halt gerufen. Der jemand war ein Polizist und ein zweiter ist neben ihm gestanden. Und hinten dran die Frau Fröhlich und der Herr Lorenz und dann noch ein Mann, der sich als Zoodirektor vorgestellt hat. Frau Fröhlich ist auf die Sonnenstrahl stolziert, wie wenn der Segelkutter ihr gehörte, und hat dem Zoodirektor mit einem tiefen Seufzer den Nervling gezeigt. Den Nervling, der immer noch wie ein Häufchen Elend in einer Ecke gelegen ist. Es war ein trauriges Schauen, als ihn der Zoodirektor an der Hand genommen und über die Landungsbrücke lang geführt hat, zu den beiden Polizisten, die dort auf sie gewartet haben. Die Heieiei, die hat die Faust gemacht im Sack. Und der Hildebrand hässig geurpset. Nur der Besenben hat gehandelt. Genau im Moment, wo die Frau Fröhlich als Letzte und allein über die Landungsbrücke zurück an Land balanciert ist, hat er fest am Besansegel gezogen, ein Ruck ist durchs Schiff, die Landungsbrücke hat gewackelt und die Frau Fröhlich ist mit einem Hupsala hinter sie ins Hafenwasser gefallen. Hat das eine Aufregung gegeben. Die Frau Fröhlich im Wasser unten hat gestrampelt und gehustet. Beide Polizisten, der Herr Lorenz und auch der Herr Zoodirektor, haben sich gebuckt und von der Hafenmauer ins Wasser herabgeschaut. Sie wollten sie retten. Aber das Wasser und die Frau Fröhlich sind zu tief unten. Sie haben nicht lange. Auch nicht, wenn sie ganz weit vorgelehnt sind. Auf den Schiffsaft, der Nervling, hat niemand mehr aufgepasst. Darum hat auch niemand gemerkt, wie es blitzt hat in seinen Augen, als er die 4 Viertel vor sich gesehen hat. Plötzlich war seine Müdigkeit wie weggeblasen. 1, 2, 3, 4. Er hat jedem Viertel einen Schupf gegeben und die beiden Polizisten, der Herr Lorenz und der Zoodirektor, sind der Reihe nach Kopf voran zu der Frau Fröhlich ins Hafenwasser runtergefallen. Die Heieiei und der Besenben hat es gekugelt vor Lachen. Aber der Captain Hildebrand hat sofort begriffen, dass das ihre Chance war, zum Flüchten. «So wie da schnell auslaufen!» hat er kommandiert und der Nervling zu sich rübergewunken. Aber genau in dem Moment ist das Festmachseil, wo die Sonnenstrahl noch angebunden war, gerissen. Einfach gerissen. So dumm. Die Landungsbrücke ist ins Wasser gefallen und die Sonnenstrahl ist sofort und ohne Nervling losgefahren. Und zwar so schnell, dass er keine Chance mehr hatte, noch rüberzukumpen. Aber jetzt hat der Nervling gezeigt, dass er wieder voll beieinander war. Dass man wieder hätte können oder müssen mit ihm rechnen. Wie der Blitz ist er an allen angelegten Schiffen vorbeigerannt, bis ganz vorne, bis zu der Hafenausfahrt. Die Sonnenstrahl ist gerade dort vorbeigesegelt. Der Nervling hat aus dem Rennen raus einen Gewaltsatz gemacht, ist von der Hafenmauer weit ins Meer rausgekumpelt und hat im Kielwasser von der Sonnenstrahl gerade nass verrissene Festmachseile vertwitscht. Einen Moment lang hat sie umeinander gewirbelt und unter Wasser gedrückt, aber dann hat er seine Beine vorstemmmen und ist wieder aufgetaucht. Und die Heieiei hat mir erzählt, die Sonnenstrahl habe den Nervling wie einen Wasserskifahrer hinter sich hergezogen. Sie haben alle Freude gehabt. Der Captain, der Besenben und sie selber. Applaudiert haben sie. Und laut gelacht, wo der Nervling nochmal zurückgeschaut und denen im Hafen die Zungen rausgestreckt habe. Überraschenderweise hat sich dann die Abend Frau Fröhlich nochmal gemulden. Per Schiffsfunk. Und zwar, um sich zu entschuldigen. Erstens habe sie mit eigenen Augen gesehen, dass der Schiffsaff quicklebendig und offensichtlich gesund sei. Und zweitens sei sie ehrlich gesagt noch froh, dass sie nicht im Zoo betreuen müssen. Offenbar habe er nicht ganz einen einfachen Charakter. Aber gleich, Tarzan oder Oskar wären würdigere Affen nehmen, das fände sie halt immer noch. Und noch etwas anderes hat sie erzählt. Etwas Merkwürdiges. Sie hätte bei ihren Nachforschungen auf den Sonnenstrahl in einem der leeren Trinkwasserfässer Säuferspuren gefunden. Und zwar ziemlich viel. Das sei zwar nicht lebensgefährlich, aber Bauchweh können wir schon bekommen davon. Sie sollen doch ein bisschen besser auf sich aufpassen.
besser aufpassen. Am Captain Hildebrand ist Gallenopsi gekommen und ein gewaltiger Gorbs. Das hat ja geheissen, dass sie sich die Bandwurmspritzen nur sonst gemacht haben. Nichts war mit innerer Auszehrung. Säufen im Trinkwasser. Wegen dem haben sie so blödsinnig Bauchweh gehabt, nur wegen dem. Und es war allen sofort klar, dass hinter so etwas nur einer stecken konnte. Nämlich der Nervling. Der Himmeltraurige. Der habe ja ganz sicher das Bauchweh nur gespielt, hat mir Tayayaydi erzählt, um nicht auffallen, weil selber habe der ja kaum vom säufigen Wasser getrunken. So oder so haben sie jetzt halt auch noch die Schmiersäufe, die Handsäufen und das Abwaschmittel in einzigen Kasten auf dem Schiff eingeflossen, wo der Nervling nicht knacken konnte. Zusammen mit dem Salz, dem Kochwein, dem Essig, der Gasflasche, der grossen Schere, dem Rasiermesser, dem Honig, dem Hildebrand im Logbuch und seinen Seekarten, der Fischerrute, am Fernrohr, am Zündhölzli-Vorrat, am Schlüssel von der Bordkasse, am Münzentee, allen Farben und so weiter. Und Tayayaydi hat dem Nervling gedroht, noch einen solchen Streich und sie funke der Frau Fröhlich, wo ihn dann gleich noch in den Zoo stecke. Der Nervling hat pariert und war brav wie ein Meersäule. Einmal bis bei der Tayayaydi ihrem Haaransatz wieder rot vorgekommen ist und sie selber gefunden hat, einen kleinen Streich ab und zu liegt jetzt wieder drin. Allerdings hat der Nervling seine eigenen Vorstellungen von klein und ab und zu. Es war einfach wie früher. Aber wo Tayayaydi bei einem besonders schlimmen Streich völlig verzweifelt gleich einmal nach der Frau Fröhlich gefunkt hat, hat die nur gelacht und gesagt, der Nervling in einem Zoo, das ging sicher nicht. Der würde sofort alle zu Opsi bringen, Tiere und Pfleger und Besucher. Nein, auf den Sonnenstrahl sei der am besten aufgehoben. Da können Sie als Tierschützerin mit ruhigem Gewissen voll und ganz dahinter stehen. Ganz ehrlich, ab und zu hat der Captain Hildebrand einen ziemlichen Seich kommandiert. Und andere Meinungen hat er dabei nicht gelten. Auf dem Schiff wird gemacht, was der Captain befiehlt. Und der Captain bin ich. Punkt. Und basta. Meistens war es Tayayaydi, der so Fehlkommando korrigiert hat. Heimlich. Ohne dass der Hildebrand etwas davon gemerkt hat. Einmal hat das ganze Deck und alle Böden neu gestrichen haben. Dabei war Wüstenwind angesagt, der ganz feinen Sand bringt. Die Sandkörner hätten auf der frischen Farbe geklebt wie auf Leim. Man hätte den ganzen Kutter abschleifen, innen und aussen. Ein Wahnsinnskrampf. Darum hat Tayayaydi wie nebenbei zum Hildebrand gesagt, das Meer schmecke heute irgendwie nach schwarzem Pfeffer. Zwar nicht fest, aber er als Captain hat das sicher schon lange gemerkt. Der Hildebrand hat tief eingeschnauft und genickt. Es hat zwar geschmeckt wie immer, vor allem nach Salz. Aber er hat nicht zugeben, dass er weniger schmecke als Tayayaydi. Die hat geseufzt. Meine Mutter hat immer gesagt, schwarzer Pfeffer unbemerkt, Unglück am Werk. Unglück am Werk, hat der Captain brummelt und fast georbset vor Aufregung. Ja, kann man denn da nichts machen? Doch, hat Tayayaydi gesagt. Unglück ist wie Wasser. Man muss nur alle Fenster, Türen und jeden Spalt zumachen und abdichten, dann ist man sicher. Und in dem Fall, hat sie nachdoppelt, in dem Fall würde vielleicht auch eine grosse Plache etwas nützen. Eine, wo man über dem Hauptdeck von der Sonnenstrahl könnte aufspannen. Der Captain Hildebrand hat schon Luft geholt für einen alle Luken dicht machen und einen Plachenspann-Doppelbefehl. Aber Tayayaydi ist ihm ins Wort gefallen. Ihre Mutter hätte immer gefunden, so Zeug sei Chefsache. Der Captain Hildebrand hat sie misstrauisch angeschaut, ist dann aber gleich gut die Abdichtpaste holen. Er hat geschwitzt und geflucht und gesagt, der Tayayaydi, ihre Mutter, müsse ihm dann nie unter die Augen kommen. Aber gar nie. Tayayaydi hat es innerlich fast verputzt vor Lachen. Vom Deck und Bödenstreichen hat der Hildebrand nichts mehr gesagt. Wo der Wüstenwind dann gekommen ist, hat es einen halben Tag lang Sand geregnet. Sand, wo ab dem aufgespannten Reservesegel direkt ins Meer gerieselt ist. Man hat nur in 2-3 Ecken noch ein bisschen wischen. Ins Schiffsinnere hat es kein einziges Sandkörnchen geschafft.
Die Heidi hat dem Captain Hildebrand Danke gesagt. Er hätte ja wieder einmal sehr verantwortungsvoll gehandelt. Ja, das sei nichts als sein Job, hat der Hildebrand brummelt. Und überhaupt, morgen werde der Kutter gestrichen. Und zwar bis er funkelt in der Sonne. Am Besenben war es nicht recht wohl bei dieser Sache. Schwarzer Pfeffer und so. Hat die übernatürliche Kräfte? Er hat das jetzt einfach einmal ganz sicher von ihr wissen. Warte mal, hat Heidi gesagt und am Besenben 3 Haare ausgerissen. Die hat sie verbrannt und etwas gemurmelt dazu. Besenben? Oh, wow, Besenben, hat sie geflüstert. Du wirst einmal etwas Höheres. Ich glaub's nicht, du machst noch Karriere. Du wirst einmal noch Steuermann. Ehrlich. Am Besenben seine Augen haben angefangen zu leuchten. Aber plötzlich hat Heidi gelacht und gesagt, ist doch gar nicht wahr. Übernatürliche Kräfte habe ich sie ganz sicher nicht. Ich tue einfach gerne so, wie wenn. Jetzt ist der Besenben verrückt worden. Du hinterlistige, verlogene Seeschlange, du, hat er brüllt. Er hätte die Heidi am liebsten über Bord gerührt. Aber die hat sich in der Schiffsküche verschanzt und ist erst wieder vorgekommen, wo der Besenben wieder halbwegs oben runtergekommen ist. Bis in die Nacht hinein hat der Besenben die Geschichte verfolgt. Er hat geträumt, er stehe an einem riesigen Steuerrad auf einem Schiff, wo am Untergehen sei. Die ganze Mannschaft ist um ihn herumgestanden und hat ihn grimmig angeschaut. «Und jetzt, hä?» hat eine Frau mit einer groben Stimme gefragt und mit einer Pistole herumgefuchtelt. «Ein Steuermann weiss immer einen Ausweg», hat der Muskeltyp gesagt. Und ein Kleiner mit einer Narbe im Gesicht hat gerufen, man müsse mit Kübeln das Wasser aus dem Meer schöpfen, damit es unten im Schiff nicht reinlaufe. Der Besenben war verzweifelt. Er hat keinen Ton herausgebracht und rein gar nichts denken. Erst, wo die mit der Pistole wirklich abgedruckt hat, hat er «Hilfe!» gerufen und ist verwacht. «Heidi», hat der Besenben gefragt, als er sich wieder ein bisschen beruhigen hat. «Du, was macht man, wenn es ein Loch hat im Schiffsbauch?» «Sag flicken», hat Heidi geeinert. Der Besenben ist sich blöd vorgekommen. Klar, so einfach. Aber im Traum wäre ihm das nie in den Sinn gekommen. Nie. Und er hat der Heidi gesagt, etwas Höheres will er dann im Fall nie werden. Ganz sicher nicht. Soviel ich weiss, ist das auch nie passiert. Aber wo der Hildebrand einmal befohlen hat, der Besenben sei jetzt für 5 Minuten Steuermann, er selber müsse nämlich die nächste Kursänderung durchrechnen und Heidi sei gerade am Kochen, da hat Heidi Herzklopfen bekommen. So sei ihre Prophezeiung gleich noch in Erfüllung gegangen, hat sie mir gesagt. Der Besenben sei etwas Höheres geworden, auch wenn nur für 5 Minuten. Der Besenben ist in diesen 5 Minuten neben dem Steuer angestanden, fast wie in seinem Traum. Nur hat er jetzt keine Angst mehr gehabt. Erstens war die Mannschaft nicht gefürchtet und zweitens hätte er bei einem Loch im Schiffsbauch genau gewusst, was machen. Er hätte einfach der Heidi befohlen, sofort flicken, Punkt und fertig. Irgendwie ist alles sehr schnell gegangen. An einem eigentlich völlig normalen Morgen hat der Hildebrand wie aus dem Nichts heraus gesagt, alles habe ich mal ein Ende. Alles. Das sei einfach so. Basta. Und darum habe ich jetzt Sonnenstrahl verkauft. Er müsse nur noch unterschreiben. So hat mir das Heidi einmal erzählt. Der Besenben ist bleich geworden. Der Schiffsaff Nervling hat sich am Kopf gekratzt. Und Heidi ist hässlich geworden. «Geht's noch? Die Sonnenstrahl und du, ihr gehört doch zusammen. Einfach zusammen!» Der Besenben hat schnell nachgedoppelt. «Und uns, hä? Hast du uns auch mitverkauft? Wir gehören doch auch zusammen, du!» Der Hildebrand hat gekorpset und gesagt, «Nein, sie haben er selbstverständlich nicht mitverkauft. Er habe ihnen ein Arbeitszeugnis geschrieben. Drin stehe, dass sie Supermatrosen sind. Und dann hat er gewettert, manchmal müssen wir eben handeln im Leben.
Mutig, auch wenn's weht, immer nur Wasser, das könnte doch nicht für immer und ewig alles sein. Ja, vielleicht will er ja mal etwas pflanzen. Das hat er als Kind das letzte Mal gemacht. Und schauen, wie es wächst und dann ernten. Zum Beispiel ein Rüebli oder eine Bananenpalme. Hei, die hat's verputzt. Ein Rüebli ist dir wichtiger als die Sonnenstrahl. Ich, der Besenbein und der Nervling. Pfui, schäm dich. Und wo der Hildebrand auch laut geworden ist und brüllt hat, man müsse eben wissen, wann aufhören, nämlich dann, wenn es am schönsten ist, hat Heidi mit Tränen in den Augen zurückgeschrauen, mit so einem riesen Egoist wie er einer sei, weil sie nie mehr etwas zu tun haben. Sie quittiere ihren Dienst von sich aus, und zwar subito. Auch der Besenben musste brüllen. Ist jetzt alles vorbei gewesen? Das hat doch einfach nicht sein können. Und er hat gehirnet und plötzlich eine Idee gehabt. Ein Pinsel hat er gebraucht und Farbe und eine Kerze und ein Gewicht und Seile. Und er hat ziemlich pressieren. «Was machst du?» hat Heidi gefragt. «Nichts», hat der Besenben gesagt. Heidi hat die Stirn gerunzelt. Sie hat den Besenben genug gut gekannt und gemerkt, dass er nicht die Wahrheit sagt. Aber sie hat nicht weiter nachgefragt. Sie hat ja eigentlich schon nicht mehr dazugehört. Gegen den Abend hat der Besenben, der Hildebrand und die müssen ans Land rudern. Niemand hat etwas gesagt. Und auch der Nervling, der nicht allein auf der Sonnenstrahl bleiben wollte, ist durch unter einer Ruderbank gehockt. An Land hat die zwischen zwei Palmen ihre Hängematten aufgehängt und in den Sand geschrieben: «Supermatrosin sucht anständige Anstellung.» Anständig hat sie unterstrichen. Der Hildebrand hat wegen der Vertragsunterzeichnung ins nächste Dorf wollen. «Schau mich nicht so an», hat der Besenben angefahren. «So schwierig habe ich mir das auch nicht vorgestellt.» Der Besenben hat nichts gesagt. Und das hat der Hildebrand fast wahnsinnig gemacht. «Es gäbe ja noch andere Käpt'n auf der Welt», hat er sich verteidigt. «Könnt euch ja einen aussuchen, der nicht immer schimpft und poltert und gorbset.» Der Nervling ist am Boden gehockt und hat mit seinem Zehen ein Loch in den Sand gegraben. In dem Moment hat es auf den Sonnenstrahl gerumpelt und giert. Wie von Geisterhand ist das Hauptsegel gesetzt worden und der Wind ist voll reingefahren. Grosse grüne Buchstaben sind drauf gemalt. «Hildebrand ist eine Landratte!» Ausrufezeichen. Der Hildebrand hat die Zähne zusammengebissen und gegorbset. Machtlos hat er zuschauen, wie die Sonnenstrahl wie sein schöner Kutter Mutterseelen allein davongesegelt ist. Vor Wut hat er in den Abendhimmel rausgebrüllt. Dann hat er kommandiert: «Ruderboot klar machen zum Auslaufen, aber sofort!» Alle zusammen sind ins Bötli gekumpelt und Heidi und der Besenben haben sich vom Captain Hildebrand einheizen, wie wenn nie etwas gewesen wäre. «1, 2, 1, 2, 1, 2, nicht einschlafen, krampfen!» Der Abstand zur Sonnenstrahl ist immer kleiner geworden und der Besenben hat innerlich gejubelt. Regelrecht gentert haben sie die Sonnenstrahl. Der Hildebrand ist als Erster übergekumpelt und hat das ganze Schiff abgesucht, um sicher zu sein, dass nicht gleich jemand dumm ist. Dann hat er Steuer gepackt, aber nicht etwa umkehren befohlen, sondern Positionslichter anzünden und das Schiff klar machen für eine Nachtfahrt. Er will Wasser sehen, rund um Wasser, vorne, hinten, Steuerbord und Backbord. Die hat es fast nicht glauben, dass jetzt alles wieder wie früher war. Und der Besenben hat er ganz stolz zugeflüstert, wie er die Sonnenstrahl präpariert habe, dass sie als Geisterschiff davon gesegelt sei. Eine Kerze habe langsam ein Seil durchgebrannt, mit einem Gewicht dran, wo das Hauptsegel über eine Umlenkrolle aufgezogen hat. Die hat gestaunet. «Du gehst nie auf, stimmt's?» hat sie gesagt. Der Besenben ist ganz verlegen worden. Bei der Steuerwachablösung mitten in der Nacht hat der Hildebrand der Heidi dann noch etwas anvertraut. Also etwas müsse sie noch wissen, also eine Landratte. Eine Landratte sei er noch lange nicht. Er gehöre aufs Meer, das sei ihm jetzt klar geworden. Aber gleich. Wenn es dann einmal aussäge mit ihm, also ganz am Schluss, dann will er an Land begraben werden. Die Heidi hat genickt. Sie war zwar eher dafür, dass man sie dann einmal mit einem Anker an den Füßen im Meer versenke, aber das hat keine Rolle gespielt.
So sind wir eben verschieden, hat sie gedacht und gesagt, sie pflanze ihm dann als Grabschmuck ein Rüebli. Also, falls sie länger lebe. Der Hildebrand hat gegrinset und gesagt, Meersicht müsse aber dann gleich sein, das sei wichtig. Dann haben sie zugeschaut, wie es langsam hell geworden ist. Und wo der letzte Stern am Morgenhimmel verschwunden ist, haben sie am Besenben, wo die nächste Steuerwache hatte, ein zünftiges Schiffszwieback zum Morgen parat gemacht. Mit einer extra Portion Gomfi, dass es für den Nervling auch noch gelangt hat. Das war die zweite Staffel von Captain Hildebrand und seiner Sonnenstrahl. Wenn du die erste Staffel noch nicht gehört hast, abonniere unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast oder komm vorbei auf srfkids.ch. Dort hat es nebst der ersten Staffel von Captain Hildebrand auch ganz viele andere lustige und spannende Geschichten. Ich bin Anna Zöllig und sage Tschüss.